So, somit sind wir wieder im Kloster. Und dann werden wir mal den Typen da drin gleich berichten. Ich habe alle Schreine gereinigt. Vortrefflich gemacht, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich. Möge Innos über dich wachen. Nimm dieses Amulett der Macht an dich, auf dass es dir im Kampf gegen den Feind nutzen möge. Amulett der Macht haben wir erhalten. Taugt denn das was? Ja, es bringt zumindest 5 Stärke, also 8 Stärke und 8 Geschick. Und Lernpunkte haben wir glaube ich auch. Und zwar 10. Ja, wo können wir denn da erinnern, wo es lernen? Bei dem da? Warte mal. Können wir nicht. Aber wir können mal schlafen. Damit es wieder da ist. Was wolltest du da drin, hä? Hä, wer schimpft denn? Jetzt geht er doch mal weg da. Na bitte, geht doch. Ja, können wir denn da drinnen nichts lernen? Ich meine, die sind ja Feuermagier. Vielleicht kann man bei denen irgendwie Magie lernen. Scheinbar nicht wirklich. Aber wir könnten da bei den Wassermagier lernen. Das heißt... wie kommen wir denn zu die Wassermagie? Wir könnten wieder umgehen. So, wie kommen wir denn zum Tempel? Pass auf, wir gehen jetzt zum Pass von Korinis. So, jetzt sind wir wieder da. Und jetzt laufen wir zurück zur Taverne. Und da gibt es auch den Teleporter. Und da werden wir durchflitzen. Oho. Und dann sollten wir beim Tempel wieder rauskommen. Und dann würde ich sagen, mischen wir da drüben mal einen Canyon auf. Die nötige Stärke sollten wir jetzt einmal langsam beieinander haben. Denn da drüben haben wir noch einige Sachen zum Erledigen. Unter anderem müssen wir einen Raven ausschalten. Allerdings müssen wir erstmal eine Banditenrüstung finden. Ja, der Meister wollte schon öfters meinen Kopf haben. So, weg mit dir. Spawnen die eigentlich noch oder bleiben die dann weg?
So, pass auf. Links. Und dann müsste da irgendwo die Tür sein. Da ist noch ein Schrein. Aber mit denen haben wir nichts mehr zum Tor. Wo war denn die Tür? Na, das ist eine Höhle. Hä? War die nicht irgendwo da? Zumindest kann ich mich nur daran erinnern, dass die irgendwo da hinten war. Aber wir nicht reingekommen sind, weil eben da abgesperrt war. Ah, da ist. Und da müsste der Teleporter sein. Oh, da ist er. Ja, da sind wir wieder im Tempel. Jetzt pass auf, jetzt muss ich natürlich nur noch einen Teleporter finden. Sind wir da richtig? Na, da sind wir hinten gerannt. Also aussehen. Wir müssen schon in die Richtung. Da müssen wir aber gerade irgendwie anders abbiegen. Pass auf, wir sind von links gekommen. Oder? Genau, da ist der Teleporter. Dann gehen wir mal nach rechts. Und dann sollten wir zum Portal kommen. Ja, da haben wir es doch. Davor vielleicht nochmal speichern. Können wir eigentlich an einem Alchemietisch was machen? Sumpfgrat verarbeiten. Heiltränke brauen. Ach, das können wir. Das ist doch lustig. Aber leider werden wir nicht die nötigen Zutaten mehr haben. So, lang ist her. Gut, nicht allzu lang, aber jetzt sind wir wieder herum. Auf der anderen Seite von der Insel. Heute geht es aber nicht aus. Ach, da hinten. Wir könnten aber auch die Sprache der, also vom alten Volk lernen. Zuletzt haben wir die Sprache der Bauern gelernt. Und Lernpunkte hätten wir vielleicht nur. Wir haben noch solche Steintafeln. Die machen uns ja auch ein bisschen besser. Also kann man auch die Lernpunkte da eine investieren. Da müssen wir allerdings zu Mixir. Hey! Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. Das glaube ich ja. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Gut, jetzt haben wir das gelernt und kennen nicht die Sprache der Krieger. So, was haben wir denn an Steintafeln? Bogenschütze. Bogen plus 4, oh, das ist ganz gut.
Armbrustschütze brauchen wir zwar nicht, aber nehmen wir trotzdem. Steintafel des Geschicks. Lebensenergie 1, achso, das können wir auch noch brauchen. Lebensenergie 2. Davon haben wir 3 Stück. So, die dritte können wir nicht nehmen. Steintafel der Magie. Und Steintafel des Einhornkampfes. 2 Stück. Stärke. 2 Handkampfes. Gut, nehmen wir her. Jetzt haben wir schon Meister im Einhandkampf. Das ist doch super. Gut, und wir wollten in den Canyon. Der Canyon ist in der Richtung. Und jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, wie lange ich aufnehme. Ich glaube, wir nehmen schon mehr als eine Stunde auf. Wenn nicht sogar 2 Stunden. Ich glaube, da haben wir schon gut 2 Stunden aufnehmen. Natürlich ein Haufen Material, was ich dann zusammenschneiden muss. Ich denke mal, wir werden uns jetzt da länger aufhalten. Jetzt werden wir erst einmal einen Canyon erobern und dann werden wir mal vielleicht da oben schauen, was da unten so gibt. Da müssen wir allerdings vorne bei den Magier irgendwo anders abbiegen. Und dann kommen wir da oben. Ja, das Einzige, was da herum gut ist, ist, dass keine Suchenden da sind. Dafür haben wir es da rum mit Orks zum Tor. Aber ich glaube, ich kann mir da einmal endgültig mal ein Lord schaffen. So, da war noch Blauflieder. So, der Pirat tut noch fleißig sägen. Müssen wir irgendwas bei den Piraten erledigen? Rüstung der Banditen. Der Mörder von Angus und Hank. Ja, den Mörder haben wir auch noch nicht gefunden. Angus und Hank haben wir ja gefunden. Die waren ja unten beim See, in so einer Höhle gelegen. So, da haben wir wieder unseren geliebten Canyon. Wo wir ja schon einige Stunden verbracht haben. Und im Grunde haben wir eigentlich nur noch die Orks vor uns. Alles andere haben wir schon kurz und klar gehauen. Ja, und bei den Orks, da müssen wir viel verteidigen und zuschlagen. Damit wir die kaputt kriegen. Ach, da haben wir schon die Herrschaften.